Salut zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ask Switzerland. Und ihr fragt euch jetzt ganz sicher, was ist denn das? Unter Ask Switzerland verstand ich das Beantworten von euren Fragen, die ihr schon vor langer Zeit an mich haben können stellen. Und Ask Switzerland wird es ab jetzt immer nach jeder Jubiläums-Swissinfo geben. Und jetzt ist die Frage, was ist eine Jubiläums-Swissinfo? Und naja, wer meine letzte Swissinfo gesehen hat, der merkt vielleicht, es ist die 25. gewesen. Und ab jetzt drucken wir alle 25 Swissinfos ein Ask Switzerland rein. Die nächste Swissinfo wird Anfang von nächster Woche erscheinen und dann habe ich auch wieder einen Gast dabei, der Videos auf Schweizerdeutsch macht und ihr könnt ja schon mal raten, um wer es sich handelt. Und dann kommen wir zur ersten Frage, die ist von Agent 007XXX und er fragt, was willst du mit deinem Kanal erreichen? Was ist deine Vision? Mein grosses, grösstes Ziel mit dem Kanal, was ich mir unbedingt wünsche, ist, dass ich einmal einen Bundesrat oder eine Bundesrätin interviewen kann. Wenn ich das geschafft habe, dann hat der Kanal endlich Sinn gemacht und dann, ja, schauen wir mal, ob dann hinterher noch Videos kommen. Er fragt weiter, was hältst du von der YouTube-Szene in der Schweiz? Schweizer YouTube ist definitiv am Aufkommen, allerdings gibt es bei den Schweizer YouTuber zwei Kategorien, die Videos auf Schweizerdeutsch machen und die Videos auf Hochdeutsch machen. Wie hoffentlich die meisten gemerkt haben, mache ich Videos auf Schweizerdeutsch, allerdings habe ich auch nicht dagegen, mal ein Video mit jemandem zu machen, der auf Hochdeutsch redet. Ich persönlich würde es aber sehr begrüßen, wenn es noch mehr YouTuber gibt, die auch Videos auf Schweizerdeutsch machen. Und an dieser Stelle kann ich einen verlinken, der Let's Plays auf Schweizerdeutsch macht, der eigentlich für sein Niveau wirklich zu wenig Abonnenten hat. Und in der Videobeschreibung einfach gerade der erste Link. Klickt dort mal drauf und schaut vorbei. Der Lukas Emater, einer von meinen absoluten Lieblingsabonnenten, weil er unter jedem Video irgendeinen Kommentar hinterlässt und wirklich das schon von Anfang an fragt, sind andere Formate in Planung? Nein, ich bin total zufrieden mit der Swissinfo und den Interviews. Wenn jemand ein Formatvorschlag hat, dann schickt er mir das. Ich habe schon viele Formatvorschläge bekommen. Allerdings bin ich momentan zufrieden, weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt viel Format macht, dann geht irgendwie ein bisschen der Charakter von diesem Kanal verloren. Dann kommt jetzt die Frage, die ich am allermeisten gestellt bekomme und jetzt ein Paradebeispiel hier einfach vom Andreas Buser. Also eine Frage, bist du rechts oder links? Was haltest du von Militärsteuern und so weiter? Das mit dem rechts oder links und der Lieblingspartei bekomme ich wirklich die ganze Zeit gefragt und einfach mal ganz kurz auf die Partei bezogen. Ich habe keine Partei, mit der ich mich wirklich identifizieren kann. Jede Partei ist mir auf ein bisschen zu kleines Gebiet fokussiert und darum habe ich keine präferierte Partei. Müsste ich eine Partei wählen und mit dieser Aussage, die jetzt kommt, würde ich mir garantiert nicht viele Freunde machen, würde ich garantiert weder SP noch SVP wählen, weil wir beide zu sehr gerade nochmal in eine Richtung tendieren. Wenn schon dann eher CVP oder FDP, das heisst, man kann mehr etwa in der Mitte einordnen, auch wenn es immer wieder schwankt. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich etwa in der Mitte stand, weil ich mir in der Swissinfos extrem viel Mühe gebe, neutral zu berichten und mir auch schon Leute gesagt haben, hey, ich finde es gut, dass du neutral berichtest. Was meint ihr, berichtet neutral? Geben wir doch mal vielleicht ein bisschen eine kritische Rückmeldung. Was haltest du vom muslimischen Schleier, legal in der Schule oder nicht? Ah, das ist Zürichdeutsch vermutlich. Oh, das ist ein heikles Thema. Uiuiui. In dieser Hinsicht bin ich im Gegensatz zu finanziellen Angelegenheiten eher auf der linken Seite und finde, das geht unter religiöse Freiheit. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob ich hier irgendwelche Rückmeldungen dafür bekomme. KS Productions findet, halt in die Fresse, du hässlicher Schweizer! Wow. Soll ich jetzt weiterreden oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache weiter. Pablo Zürcher fragt, bist du schwul? Nein. Und jetzt kommt der Kommentar, über den ich bis jetzt immer am allermeisten lachen musste. Und der hat auch Ausschlag gegeben für etwas, was ich in der letzten Swissinfo gesagt habe. Und das kommt von irgendeinem russischen User, dem seinen Namen ich überhaupt nicht lesen kann. Aber der schreibt, Love Leute nachher! Sorry, du bist voll der schlechte Schauspieler! Frag noch, warum das so viele nachgelegt haben! Warum wohl? Mit dem Bruno kann man... Fucking shit, ich kann es gar nicht so lesen. Warum wohl? Mit Bruno kann man total gut Eigenwerbung machen. Total daneben. Wow, shit, ich bin ein Love Lloyd Nachahmer. Was ist Love Lloyd? Irgendein Wodka? Swiss Destiny fragt, ist es möglich, mal etwas über Kurdistan zu sprechen? Hat weniger mit der Schweiz zu tun, von dem her, ich mache keine International News, ich mache Swissinfo. Eher nicht. Asma Ahmad fragt, woher kommst du? Ich lebe im Kanton Basel-Stadt, genauer möchte ich das natürlich nicht sagen. Ich bin viel in der Stadt unterwegs, also wer mit Oberla trifft, nicht wundern. Der Elvio fragt, wenn ich mir einen Sock über den Kopf ziehe, ist es denn eine Mütze oder ein Hut? Definitiv eine Kappe, das musst du hinter da schreiben, das ist wichtig, dass man das weiss. Der Uwe Martin Prinz fragt, was nimmst du? Du wirkst mega schnell. Naja, ich habe tatsächlich einen versteckten Geheimtipp und da ist vor der Swissinfo etwas Zuckerhaltiges zu essen, das dann noch ein bisschen aufpusht, dann wird die Folge garantiert interessanter. Johnny Hunter, der. Ich glaube, da ist der Name irgendwie zum Teil verloren gegangen, fragt,
Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ich finde beispielsweise den Mr. Trashback sehr gut und informativ, der unten verlinkt ist, der Pumpkin natürlich, mein nächster Gast in der Swiss-Info. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich einen absoluten Lieblings-YouTuber habe, ich habe einfach ein paar, die ich gerne schaue. Der Mark Soxo fragt, hast du Hunger? Nein, ich habe gerade gegessen, aber danke trotzdem. Eine super Rückmeldung vom Turnier-Bird, der sagt nämlich, mit dem Dialekt kannst du sicher gut Tierfilm drehen. Und mit dem Gesicht kannst du gut für Milchschnitte werben. Mit dem Schwanz signalisiert das männliche Alpha-Tier, dass es, Sie sehen hier gerade das, Bruno, was filmst du wieder für ein Seich? Übrigens, ich muss euch eine lustige Anekdote erzählen. Letztens habe ich mit Mr. Trashback ein Video kommentiert, da schrieb der Deutsche, erklär mir mal bitte, warum die Schweizer eine uneuropäische Schellform haben. Was? Gut, ich habe dann geantwortet, ja, wenn ich diesen Kommentar so lese, habe ich das Gefühl, wer mehr drin ist. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wer sich für meinen zweiten Kanal interessiert, der kann gerne den Link in der Videobeschreibung anklicken. Dort kommt einfach mehrheitlich Bullshit. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Swiss Info Anfang nächste Woche, wenn ich gesagt habe. Und damit, tschüss!